Hallo, meine Damen und Herren, und guten Tag. Bei diesem sonnigen Wetter heute ist es einfach nur herrlich. Ich freue mich aber trotzdem, dass Sie wieder zu meiner 5. Lesung eingeschaltet haben. Ja, ich begrüße Sie hier aus meinem Wohnzimmerstudio und als erstes zünden wir mal wieder die Kerze an. So, hier ist wieder diese schöne Schachtel. Jetzt kommt ein Streichholz zu viel raus. So, dann hin. Ja, und wir pusten aus. Ach, ist das nicht zu schön mit dem Rauch? Ja, heute habe ich 4 kleinere Geschichten rausgesucht, und zwar wieder von Arnold Risch, von Klein Erna, von Ringelnatz und von Friedrich Schnorr. Da muss ich noch eine kleine Korrektur zu sagen. Der Sohn von Friedrich Schnorr hat mich angesprochen. Sein Vater wurde nicht Lütten Hans genannt, sondern Fiete Lütten Hus. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder klargestellt. Gut. Ja, Arnold Risch. Min Meter. Min Meter. Oh, das ist ein Bild. Der möcht je bloß mal sehen. Der Beste ob de ganze Welt. So'n Gift dat wieder kein. Het brune Backen, helle Haar, 2 Arm so fast und rund und blaue Augen, graut und Chlor und so'n ganz lütten Mund. Und des lütt Mund, der is so seut, wat snackt de sich alt recht. Wat de mi also frogen deit, du is dat N von weg. Bald jeden oben kommt sie an, kommt kaum mal ob min Schoot und krückt so ganz dicht no mi ran. Wat ist der mi gut? Denn sit wie dor und snackt und lacht und drömt allwied verrüht und secht uns söbenmol go Nacht und find doch nie ümüt. Der Nobers jo, de snackt wohl mal, de löt, de deit mi leid. Und Meter ist dat auch gegol. Ihr Mutter weet Bescheid. Ihr Mutter secht doch gar nix to, de mag dat auch noch gern. Ihr Mutter, och, dat is min Frau. Und Meter is und Stern. Klein Erna, der Kranz. Ein Tag vor Opa sein Geburtstag geht Mama mit Klein Erna zu sein Grab, um es ein bisschen aufzufrischen. Wie sie denn in Ohlsdorf ankommen, leiht Mama sich erst eine Gießkanne und einen Spaten und sagt dann zu Klein Erna: Hier, hast 2 Mark, nun lauf mal los und kauf einen Kranz. Nach ner Zeit kommt Klein Erna mit ner Tüte in die Hand angeschäst. Da ruft Mama: Was bringst du denn da, Klein Erna? Ja, sagt Klein Erna, ganz aus der Puste. Kranz war nicht mehr da hab ich Bienenstich genommen. Sind doch immer wieder zu und zu schön. Ja. Ringelnatz. Die Ameisen. In Hamburg lebten 2 Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Immer wieder schön zu hören. Vor Jahren habe ich mal ein Hörspiel dazu gehört. Das war einfach wunderbar. Wir mochten gar nicht aus dem Wagen aussteigen. Ja, Friedrich Schnorr, genannt
Fide Lüttenhus, Bookwetengrütt. Der Sturm rüttelt arg an de Fensterruten und jücht durch den Schornstein mit'n dullen Lahm. Foothoch liegt de Schnee für de Dörren, do Buten, denn binnen de Stuf ist dat mollig und warm. Do sit an den Tisch mit sin Frau Greten, der Arbeitsmann Hansen, so trulich zusammen. Se viert hillig obend und wölk rot wat eten, und in Timmer schient de helde Lütt Dannenbaum. So, Vater, sagt Gret, viel kann ich die nicht beten. Mein Wochengeld reckt nicht für Broden und Fisch. Doch kenn ich die jo, du bist auch zufrieden mit Bookwetengrütt, die ich uns bröch op'n Tisch. Gewiss, min Dern, antwort Hansen nu wedder, wat wusst du wohl gucken in dus döre Tiet? Und hahn wie nu Beefsteak, et smeck wie nicht beder, as hüt oben, dat Don ward und Bookwetengrütt. Wisst wohl noch de Weihnacht, secht doch Frau Greten, as wir uns verloften und hahn Kaben op'n Tisch, und du liest tu mi siehst, wie vom Grot an zu eten. Wat rückt dat hier komisch? Ich glaub, dat's de Fisch. Wie ich doran denk, ward mi ganz eigen, i vergünk ob de Still doch jede Appetit. Nix kun ich mir dohl bringen, und wie kun man sich hegen, hahn wie für den Karpen hat, so'n Bookwetengrütt. Und dann erst de Kriegsjorn, mag gar nicht an denken, secht Hansen und langt fix in de Schüttel rinnen. Nur eten, zu eten geft an so'n Dach, ton Mogen verrenken. Doch ich seht dann dor und wär trurig zu sinn. Vor allen hillig obend, as bi arras wie legen, wat wür mi Mut. Ich weet noch as hüt. Wohl 20 Mal les ich den Brief, den ich kriegen, worin du mi meldst, die Geburt von de Lütt. Ich kann die nicht singen, wat ha ich drum geben. Mi schmeckt nicht de Broden, Zigarren und Wien, für Bookwetengrütt hag ja wohl lot min Leben, wenn ich blot in oben wie Juch ha kun ziehen. Na, Vater, lot zien, secht du nu Greten und strokt mit der Hand so warm übern Kopf. Nu kannst du jo Bookwetengrütt mit uns eten und füllt den zweiten Töller ob. Jowohl, dat kann ich, und dat is ein Segen, secht Hansen, dat hebt wie geneugsamen Sinn. Nu kick bloß uns deren an, wat deit ze sich pflegen, der haut jo so rin as ein Schündrescher. Nun, lot man eten, wenn man deit smecken, se hätt as wie n gesunden Appetit. Und ward sin Frau denn den Arm nun läng, wat sind wie doch bloß für glücklich Lüd. Dat gibt so viel Menschen, die sind nicht zufrieden. Und wenn sie wat hebt, hört sie immer noch mehr. Ich mein, wie könnt unseren Herrgott bloß beten? Dat hätt immer so lett, as dat bei uns wär. Wenn wie man gesund sind und könnt bei't streben, dann lote Quäskop gern Braten und Fisch. Nicht, Mutter? Wie feuert doch ein ander Leben? Und heb wie ook man Bookwetengrütt op'n Tisch. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich hoffe, Sie auch morgen wieder begrüßen zu können. Ja, wir haben ja das Wochenende und da lese ich ja für Sie jeden Tag. Für die Kinder habe ich auch schon gelesen.
Der Floh im Ohr. Ja, und morgen möchte ich gerne von Hans-Joachim Meyer wieder eine Geschichte zum Besten geben. Und da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche Ihnen einen einen schönen Abend und genießen Sie das gute Wetter. Morgen soll es ja schlecht werden. Na gut, ist egal. Pusten wir doch gemeinsam jetzt wieder das Licht aus. Und alles Gute. Tschüss.